offizielle Sprache ist Jiddisch. Die Bevölkerung ist 3,2 Millionen Jiden, gerattet von Korben. Die ortige Chassidim rufen sich an die Verbuchers. Und sof Jahr wird der Distrikt zurückgehören zu Amerika, Cholile. Baruch Abod zu Sitka, Alaska, der Distrikt. Der Koyachedimion von dem berühmten Schreiber Michael Chabon ist vollgepackt mit Nissim Benefloes. Aber die Stadt in seinem Roman, in seinem alternativen Univers der Jiddisch-Polizeiverband, ist ein Emestiger. Ot ist Sitka in der Emerson, eine Stadt von Dorem, Mizrach, Alaska, mit darum 9000 Teuschwim, ein paar Dutzend von Jiden. Und eine Geschichte hat es als so Chikave wie jene in Chabons Roman. In 1938, 2 Wochen nach der Kristallnacht, hat der Amerikaner Beamter Harold X. vorgelegt, als die demolte Territorie von Alaska soll aufnehmen Plätien von Europa. Bald nachdem hat die Regierung zugegeben, einen Bericht zu betonen, als das Entwickeln die kimat unbesetzte Territorie ist verbunden mit dem Wuchs von der Bevölkerung. In Scheiches mit dem ist in 1940 ein Gesetzprojekt, laut welchem man hat gedarft aufstellen Firmes, was wollten gekonnt reinlosen Immigranten zu entwickeln Alaska, der so gerufene King Havana Bill. Nötig zu bemerken, als die Gegnerschaft mit die Alaska-Einwohner anzunehmen fremde Menschen auf der Territorie, befragt noch europäische Jiden, a viele nur 10.000 von sie, ist gewähnt eine starke und der Plan ist durchgefallen. Wie es soll nicht sein, ist schwer herumzugehen über Sitka und sich vorstellen die Welt von Chabons jiddisch akzentierten Roman. Der Detektiv Meyer Landsman, ein Held der Schlemazel, was hat lieb dem bitteren Tropen, sein Schutef Berko Shemetz halb Jid, halb Chlinkit, das heißt von dem Ortikin Shevet, die Zimmern von dem Hotel Zamenhof, wo es ist geschehen der Mord und so weiter. Mit 200 Jahren zurück ist das Städtel gewesen die Hauptstadt von der russischen Amerika. Die Territorie ist gewesen unter der Haschpoe von der russisch-amerikaner Firma. Und alles hat sich gedreht, herum Räuchbar. Es sieht aus, als die russischen Jiden, also wie Nikolai Rosenberg, ein Mitarbeiter von der Firma, sind gewesen zwischen die ortige Seuchrim und Kirchnerz. Und nicht nur Rosenberg, weil jüdische Geschäftsleute von San Francisco sind auch gewesen aktiv in dem Handel. Und man sagt, dass etliche von sie haben gemutigt die amerikanische Regierung, man soll kaufen zuwärts Eiskasten bei Russland in 1867. Sofek ist die jüdische Bevölkerung auf der Territorie gewesen eine kleine, aber auch eine prominente. Und zwischen die ersten Bürgermeisters von Juneau und Anchorage sind gewesen jeden Pionieren. Und es sind da viele 3 turmdicke Berge, was tragen jüdische Namen, Ripinski, Neuberger und Applebaum. Ein erster Qualie nach die Russen und die Seuchrim ist angekommen mit dem Goldstreik Klondike, so auf 19. Jahrhundert. Und man hat angehoben zu davenen in Nome, nicht weit von Bering Strait. Jeden haben gespielt eine gewisse Rolle in den Bäuen, die erste Institutions, Bank, Geschäften, Bahnen, a College und mit Horn nicht vergessen Ernst Gruning, ein New Yorker Jid, was ist geworden ein Gubernator auf der Territorie in die 30er Jahre. Hat gekämpft, sie soll werden eine Stadt und nachdem geworden der erste Senator. Bis die Zweite Weltmilchome sind geworden da und dort Jiden und jüdische Institutions, aber nicht kein ständige, stabile Kehilles. Die ersten Rabbonim sind angekommen mit der Armee, wenn Alaska ist geworden eine Frontzone in dem Pazifischen Krieg. Da in Anchorage hat sich bewiesen die größte Kehille, speziell wenn die Ökonomie in der Stadt hat geblieben in die 70er Jahre, nachdem wie es ist da gefunden geworden Naft. Jetzt wohnen dort zwischen 3.000 und 6.000 Jiden in 9 Kehilles. Von den Ideen und Enquetes sieht man, als sie haben sich assimiliert, aber stolzieren, was sie sind in Jiden. Oftmals von Meire Amerika, mit einer höheren Bildung, wie in die niedrige 48. Ihr weißt, in einer gewissen Sinne passt es für jeden,
weil das ist das Land von Möglichkeiten. Und ich halte, dass Jeden sind sehr gut, wenn sie der schmecken Möglichkeiten. Aber es ist nicht für jeden einen. Sicher nicht für jeden einen. Ich bin aufgewachsen in einer Kleinstädtel in Neuengland. Danach bin ich gegangen in College in Boston. Und wenn ich graduiert College, also wie jeder Graduant, was hat graduiert mit liberaler Kunst, habe ich nicht gewusst, was ich will tun. Sint ich bin gewesen ein kleines Mädel, habe ich gewollt kommen in Alaska. Wenn ich bin gewesen in 4. Klasse, habe ich gehabt eine große Mappe von Alaska auf der Wand, weil ein Camp-Aufpasser hat sich herübergezogen in Alaska und hat sich gestellt in Kontakt mit mir. Hat mir geschickt Postkartlich und so eine Sachen. Wenn ich habe graduiert, sind alle meine Gewehren gewesen in Boston. Aber ich habe gehabt das Gefühl, als ich darf etwas anderes tun. Und ich will heint, noch so viele Juden wie Russland hat übergegeben das Land zu den Vereinigten Staaten, hat mir ein Gefühl, als wir können es tun, kann man es tun da. Nicht du kennst auch Menschen da, 500.000 in einer Stadt, wo es ist 2,5 Mal so groß wie Texas. Und eine Hälfte von den Menschen wohnen in Anchorage. Ist du ein Sachort für ein Mensch, was kann etwas aufziehen da. Wir können machen einen Unterschied, speziell in die kleineren Städte von Alaska. Ich meine, also ich habe nur gehabt, weil ich pflege, hacken mein eigenes Holz in einen Oven und so eine Sachen. Ich gedenke, mein Tat hat gefragt. Mein Tat ist von der Bronx. My dad, from the Bronx, he was like, Ich hoffe, sie nicht sich gemacht. Überhasern die Phrase, als Alaska ist das letzte Grenzland, klingt schablonisch. Aber wir können nicht leugnen, als die Prosenchosen seinen Mamschicht mit einer merkwürdigen Geschichte und einem unikalen Geist von Unabhängigkeit. Die Gehilles wachsen und sie wachsen sind. Sie werden ein Teil von der allgemeinen jüdischen Bevölkerung in Amerika, was zerspreit sich über ein Land. Die Schiel Orhatshofen in Fairbanks ist gemat in einem arktischen Rot, die sammetshoffendicke Schiel auf der Welt. Also als zum jüdischen Viertel, Eckwelt, wo die weiße Bären wohnen, kann man zugeben und die Jiden euch.